Es ist Montag, der 25. Mai. Die letzte Woche vor der Pfingsten fängt an. Ich lese das Losungswort Psalm 5, Vers 4. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Dazu passend der Lehrtext, Epheser 6, 18. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Heute gibt es eine kleine Betrachtung über Frühaufsteher. Alle Frühaufsteher können sich auf eine lange Tradition berufen. Ich möchte ein paar Zitate machen. Wir fangen beim ältesten Buch der Bibel an, das Buch Hiob. Ist geschrieben worden vor dem Buch von Mose oder vor den 5 Büchern Mose. Hiob 1,5 heisst es: Hiob stand des Morgens früh auf. Dann geht es weiter. Abraham stand des Morgens früh auf, 1. Mose 21,14 und 22,3. Abimelech stand des Morgens früh auf, 1. Mose 20,8. Jakob stand des Morgens früh auf, 1. Mose 28,18. Laban stand des Morgens früh auf, 1. Mose 32,1. Mose stand des Morgens früh auf, 2. Mose 34,2. Und bei allen Plagen heisst es immer wieder, der Herr sprach, mache dich früh morgens auf. So 2. Mose 8,16, 9,17 und so weiter. Die Geschichte geht weiter. Josua stand des Morgens früh auf. Josua 3,1, 8,10 und 6,12. Ruth stand des Morgens früh auf. Ruth 3,14. Gideon stand des Morgens früh auf. Das ist Richter 7,1. Samuel stand des Morgens früh auf. 1. Samuel 15,12. David stand des Morgens früh auf. 1. Samuel 29,11. Hiskia stand des Morgens früh auf. 2. Chronik 29,20. Der Diener Elias stand des Morgens früh auf, 2. Könige 6, 17. Ein bisschen andersrum gesagt, das Gleiche, Sprüche 6, Vers 10. Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Nachher der Nehemia stand des Morgens früh auf, Nehemia 2, 12. Sogar heisst es des Nachts, sogar noch bevor der Morgen hat angefangen, um die Mauern Jerusalems zu besichtigen. Und wie dürfte es fehlen? Jesus machte sich des Morgens vor Tage auf. Markus 1, 13. Das sind nicht alle Beispiele, das sind einfach die ich jetzt gerade gefunden habe. Eine deutliche Sprache. Wir sehen das gleiche Verhalten, aber nicht immer die gleichen Motive. Beim Laban habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel. Aber auch wenn der Salomo sagt, Psalm 127, 2, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht. Also nach all diesen langen Listen, die ihr jetzt gehört. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Ja, man kann schon ein bisschen nachvollziehen. Leute mit viel Verantwortung, Unternehmer, Manager, aber auch Perfektionisten, aber auch Leute wie du und ich, die einfach Angst haben vor einem neuen Tag und ob das Geld wird länger und so weiter. Das kann man alles einordnen und verstehen. Aber wenn wir so starten, hat der Tag eben seinen Stempel. Und er hat seinen Stempel, bevor er auch nur richtig in die Gänge gekommen ist. Aber dann sehen wir auf der anderen Seite Menschen, die mit Gott am Übel vom Tag entrinnen oder auch begegnen. Menschen, die am Guten von Anfang an Vortritt geben wollen. Der Geist soll wach sein, bevor die Natur erwacht. Und gemeint ist jetzt nicht nur Morning has broken, also die Natur erwacht, sondern auch unsere sündige Natur. Eben unser Naturell, unser Angst- und Sorgengeist, der uns vielleicht gerne plagt. Die Tore sollen geschlossen werden, bevor der Wind dort seine Schuhe drinnen hat. Oder sogar noch schlimmer,
eindringen kann. Der Segen soll ausgesprochen werden über Menschen, bevor sie verflucht werden oder selber irgendwie einen Fluch ausstoßen. Die Zeit soll sich erfüllen, bevor ihr Leerlauf anfängt. Ich möchte ein Beispiel erzählen, wie ich das gehandhabt habe in diesen 35 Jahren Pfarramt. Meine Predigtvorbereitungen waren für mich eine Probe auf das Exempel. Ich hatte ja nie Zeit gehabt, durch die Woche durch eine Predigt vorzubereiten. Ich hatte einfach zu viel zu tun gehabt. Außerdem hat mich der Mann, der mich als Erster eingeführt ins Pfarramt und mir das schmackhaft gemacht, gesagt, es braucht etwa 3 Tage, für eine Predigt vorzubereiten. Aber ich habe mir dann gesagt, nie werde ich mein Amt so etwas opfern. Und das ist 35 Jahre lang so gegangen, dass ich dann aber aufgestanden bin am Sonntagmorgen und gesagt, das ist meine Zeit, für die Predigt vorzubereiten. Da stand ich natürlich auf und habe schon einen gewissen Druck. Weil ich mir effektiv nicht viel Gedanken oder auch keine gemacht. Einfach den Text müssen angeben. Und der Druck hatte auch etwas Gutes gehabt. Weil die Zeit wäre sowieso zu kurz gewesen, für in allen Kommentaren zu lesen, wie man den Text jetzt wirklich auslegen muss und überall noch Recherchen zu machen, was dann wirklich noch dazu gehört. Das war alles schon davon geschwommen gewesen. Diese Gelegenheit hat es für mich gar nicht gegeben. Und so hatte ich eigentlich nur eine Chance gehabt, nämlich das Gebet. Eben wie es hier heisst, frühe wolltest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Das war so ein bisschen mein Rezept, wie ich eine Predigt mache. So war es so am letzten Gottesdienst. Warum hätte es anders sein? Bei der Auffahrt. Ich bin aufgestanden, ich habe die ersten 2 Stunden gebraucht, um einfach still zu werden vor Gott und zu hören. Und ich hatte nicht alles fertig notiert, aber ich habe etwa gewusst, was er mir aufs Herz gelegt hat. Und so habe ich die Auffahrtspredigt gemacht. Wenn ich nicht fertig geworden, und das ist dann eben vorgekommen, dann war es noch besser gewesen. Weil dann war nicht nur die Vorbereitung eine Angelegenheit vom Gebet, sondern jetzt habe ich auch noch Bausteine auf das Gerüst aufgetragen und habe nicht genau gewusst, ja, wie setze ich denn die hier oben zusammen. Es heisst ja, der Stein, den die Bauleute haben verworfen, er ist zum Eckstein geworden. Das heisst, es gibt dann manchmal die Steine, die Bausteine, die man nicht recht weiss, wie einpassen, wenn es ein bisschen Fragen sind, die nicht einem Mainstream entsprechen und so den Erwartungen der Leute, sondern vielleicht eben unbequeme Angelegenheiten, die man kommunizieren will. Und ein Fakt ist, wenn man nachher Menschen vor sich hat und die anschaut, dann weiss man eigentlich besser, wie man etwas Heikles sagen kann. Und das Ganze ist eigentlich nachher unter einer beständigen Art wie eine Führung von Gott, wo das geschieht. Weil ich habe mir die Zeit sowieso schon gegeben, also kann er jetzt da auch noch ein bisschen am laufenden Band inspirieren. Am krassesten war für mich das Erlebnis, 2 oder 3 Mal am Ende des 24 Stunden Bibellesen, das haben wir in unserer Gemeinde, wo ich 30 Jahre war, ja, etwa 15 Jahre lang gemacht. Das heisst, am Samstag um 9 Uhr fängt man an und am Sonntag um 9 Uhr hört man auf. Vor dem Reformationsgottesdienst immer haben wir es gemacht, weil wir gesagt haben, die Bibel ist die Grundlage der Reformation. Also hören wir um 9 Uhr auf. 9:30 gibt es nachher den Reformationsgottesdienst. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, zu testen, ob Gott auch in so einem Fall treu ist. Das ist eigentlich eine dumme Frage, weil Gott ist sowieso treu. Aber ich wollte es irgendwie auch hier erleben. Dann habe ich gesagt, hört, ich predige einfach über die letzten paar Sätze, die wir dann gerade gelesen haben. Das weiss man natürlich nicht. Wenn man am Samstagmorgen anfängt zu lesen, das hat immer Leute gegeben, die gekommen sind, die gegangen sind, die gehört haben, die gelesen haben. So ist das einfach wie eine Stafette vor sich gegangen. Teil lesen schnell, Teil langsam. Man hat überhaupt keine Ahnung, wo man am Schluss landen wird. 4 mal 24 Stunden Bibellesen führt ja eigentlich durch die ganze Bibel. Ungefähr 100 Stunden sind es, eine Bibel zu lesen. Das weiss ich als Erfahrungswert jetzt. Wir haben jetzt nicht gewusst, wo man dann landet. Und ich bin dann aber noch lesen in den Morgenstunden, in den Frühen. Und so bin ich recht gut eingestimmt gewesen auf Gottes Reden, auf Gottes
das Wort. Eben, ich wollte früh schon hören, er soll auch früh hören. Und so war es zum Beispiel einmal, dass ich gerade in diesem Galatertext gelandet bin, oder der Leser gerade dort gelandet ist, wo der Luther als Ausgang von der Reformation hat gebraucht. Also, besser hätte man es mir nicht können auf das Brot streichen. So in einem solchen Fall ist es natürlich nicht schwierig, eine Predigt zu halten. Diese und viele andere Gelegenheiten haben mich etwas gelernt. Nämlich, wir können ja schon ein bisschen die Reihenfolge, die wir immer in uns haben, nämlich jetzt ist Zeit und nachher kommt die Ewigkeit. Die können wir ein bisschen aufweichen. Es muss nicht immer so gedacht werden, jetzt ist zuerst noch Zeit und die wird man nicht verjuffeln und nachher kommt ja eben die Ewigkeit. Gott hat ja am Anfang, als er Zeit hat erschaffen, Zeit und Raum, in seinem Geist auch brütet auf dieser Urmaterie. Der Geist Gottes brütet, der ist ja über den Wassern. Es weiß niemand wie lange. Aber Brüten nimmt immer seine Zeit. Das ist schon bei den Singvögeln nicht anders. Also hat es vor der Zeit schon Ewigkeit gegeben. Ganz deutlich nochmal, in dem Start der Schöpfung ist das erschienen. Jetzt, wo es um Zeit geht, spielt die Ewigkeit eine besondere Rolle. Und die ganze Schöpfung soll ja aus der Ewigkeit erschaffen werden. Mit diesen Charakteristika von der Ewigkeit, mit diesen Wesenszügen von Gott, mit diesen ewigen Werten, die nie vergehen. Die Schöpfung soll ja ein bisschen aussehen nach der Ewigkeit. Ja, und warum soll denn nicht unser Alltag auch in der Ewigkeit starten? Und soll auch ein kleines Aussehen bekommen, einen Geschmack von Ewigkeit? Warum soll am Anfang, bevor wir ins Tagwerk einsteigen, nicht ein Eintauchen ins Ewige in ihnen möglich sein? Dass wir am Ewigen begegnen, am dreieinigen, ewigen Gott. Dass er uns inspiriert, dass er uns etwas gibt, und uns nicht abhanden kommt den ganzen Tag und auch morgen nicht und auch immer nicht. So dass wir jetzt also aus dem Ewigen schöpfen und nachher in die Zeit hineingehen, selber kreativ, selber vielleicht auch ein bisschen vorgewarnt, jedenfalls so, dass wir irgendwie ein Zeichen setzen können, weil diese Zeit soll ja nachher auch wieder in die Ewigkeit übergehen. Das heisst, sie soll die Merkmale schon in sich tragen, die Werke, die wir tun, sollen uns ja dann nachfolgen, heisst es, ins ewige Leben hinein. Es ist eben wie bei einem Spiegelei. Und vielleicht habt ihr auch schon mal ein Spiegelei gegessen. Ich möchte jetzt das einfach hier noch kurz exemplifizieren, warum das alles für mich viel mit einem Spiegelei zu tun hat. Etwas, was wahrscheinlich bis jetzt noch niemand so hat gegessen und so hat darüber nachgedacht. Wir blenden es ein mit der Pfanne und jetzt wisst ihr ja, auf das Gelbe vom Ei, das ist jetzt das, was wir ja suchen an einem Tag. Wir hätten gerne das Gelbe vom Ei. An das Gelbe vom Ei her kommt man nur durch das Weisse, das das Ringsum ist. Egal von welcher Zeit, ob ich rausgehe wieder ins Ewige, ob ich reinkomme vom Ewigen, immer komme ich darauf her, aus der Ewigkeit. Das ist unser Lebensgefühl. Wir kommen aus der Ewigkeit raus auf das Zeitliche. Wir kommen aus Gott raus, aus dem Suchen von Gott raus, in die zeitlichen Fragen, die uns vielleicht bedrängen, in die Probleme, wo wir können sagen, wir können stundenlang früher aufstehen und schier vergessen, das Brot zu essen von lauter Sorgen. Aber nein, wir kommen aus dem ewigen Ruf, aus dem ewigen Wort, das nicht wird vergehen, aus den ewigen Verheißungen, aus der ewigen Liebe nachher in das Geschäftliche vom heutigen Tag hinein. Und ja, wir wollen jetzt das Gelbe vom Ei. Aber was ist denn das Weisse drumherum? Das ist doch gerade genau die Ernährung für das Gelbe vom Ei. Das kleine Küken im Ei, das wird sich ernähren von dem sogenannten Eiweiß. Hier haben wir sie, ist so wieder die ewige Reserve, von der dürfen wir immer zehren und am besten schon sehr früh am Tag. Dann gibt es nachher eine Zeit, die ein paar von diesen Merkmalen in sich trägt, die uns ja erschaffen, die uns werden und wo wir wieder drin werden einmünden am Schluss. Und mit dem wünsche ich euch einen schönen Tag.